Wenn du nicht anderen Leuten das Wissen, was du hast, beibringst, dann hast du ein Problem. Wenn du weißt, dass Allah der wahre Gott ist, wenn du weißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu der letzte Gesandte zu den Menschen ist, wenn du weißt, dass keine Religion am jüngsten Tag angenommen wird, außer Islam, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, die wird von ihm niemals angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören, die in der Hölle sind. Wenn du dies verschweigst, dann werde ich dir jetzt zeigen, welcher Ayat dann auf dich zutrifft. Und da möchte ich dem Bruder, dass er das auch macht, das bitte Tilawa, weil das kommt bei den Menschen besser an. Jazakallahu khair. Nur diese Ayat. Mach ihn am besten 3-mal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Jazakallahu khairan. Jetzt die Übersetzung der Bedeutung. Diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchen. Und jetzt frage ich dich, Achi, wem hast du etwas von dieser Religion gesagt? Wem hast du ein Heft gegeben von dieser Religion? Wen von deinen Arbeitskollegen, von deinen Schulkameraden, von deinen Fußballfreunden,